Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Zuerst eine kleine Denksportaufgabe. Wie kann ich bei einem Quadrat von 3x3 Punkten alle 9 Punkte mit einer durchgehenden Linie verbinden? Und zwar so, dass die Linie jeden Punkt nur einmal berührt, sich aber gleichzeitig auch nur 3-mal knicken darf? Die Lösung vom Rätsel: es braucht 2 Aussenpunkte. Nur so kann man die Aufgabe lösen. Das mathematische Rätsel hat Gleichnischarakter. Auch für uns als Kirche. Wir verstehen es ihnen nicht länger und können das Ganze nicht verbinden, wenn wir nicht neu ins Aussen gehen. Es ist eigentlich nicht so schwierig im Grundsatz zu beschreiben, was Kirche in ihren Grundvollzügen ausmacht. Erstens Verkündigung vom Evangelium von Jesus Christus, griechisch Martyria. Zweitens gottesdienstliches Feiern, Liturgia. Drittens Dienst an Mitmenschen, Diakonia. Und viertens Gemeinschaft, Koinonia. Und dann braucht es fünftens noch die Leitung, Kyberneia, als Unterstützung für den ganzen Prozess. Das macht Kirche. Aber das Problem heute ist, dass unsere Bilder davon, wie Kirche das alles macht, sehr oft nicht mehr zum Lebensstil und zur Lebenswelt passen. Und für die meisten Kirchgemeinden gilt darum, man macht zwar gute Angebote, aber immer weniger kommen. Ich bin darum sicher, dass wir als Kirche heute grundlegend umlernen müssen. Wir müssen uns neu hinbewegen zu den unterschiedlichsten Menschen und können nicht länger erwarten, dass sie zu uns kommen. Vielleicht denkst du, dass das Thema einfach die klassische Kirchgemeinde betrifft. Aber doch nicht Metal Church, wo Kirche für eine Szene ist. Ich meine aber, das ist ein Trugschluss. Auch für die Metal Church und alle, die sich dazu zählen, gibt es noch viel zu lernen und weit unbeackertes Szenenland. Vom Kommen zum Gehen. Nur übers Aussen geht es nach innen. Ihr wisst, jetzt ist gerade Sommerfestivalsaison. Ihr trefft mich an den einschlägigen Konzerten und Festivals verteilt im ganzen Kirchengebiet und darüber raus. Ja, ich bin als Metal-Pfarrer lernender Dorfpfarrer unterwegs im weitläufigen Metal-Dorf, ja, Anführungszeichen. Ich kann nicht planen, was passiert, wenn ich mich in Bewegung setze und die Begegnungen aktiv suche in der Szene. Ich kann auch noch nicht genau sagen, was längerfristig daraus entstehen wird. Aber ich spüre den unbändigen Drang, das Wagnis einzugehen und mich immer wieder neu auf das Unbekannte einzulassen. Und ich erlebe schliesslich Wochenende für Wochenende, wie mich Gott geheimnisvoll führt. Ja, dass Gott selber Menschen vorbereitet für die Begegnungen. Sie sind sich meistens nicht bewusst, dass sie im Stillen eigentlich auf einen, sag jetzt mal, Mann von Gott gewartet haben. Doch bis zum Ende von einer Begegnung wird oft sichtbar, wie dankbar und freudig bewegt sie sind, weil Kirche verkörpert in meiner Person zu ihnen gekommen ist und sie ein offenes Ohr und mehr bekommen haben. Es sind kleine Brötchen, die ich da backen darf. Aber still und leislich wächst ein Beziehungsnetz. Und ich lerne in den einzelnen Begegnungen Schritt für Schritt, welche Freude, Nöte und Fragen die Metaller bewegen. Und ich kann so nach neuen geeigneten Wegen und Formen suchen, wie der zeitlose Auftrag von der Kirche neu gelebt werden kann. Es ist nicht Aufgabe der Pfarrpersonen, den Weg alleine zu gehen. Jesus ruft alle in seine Nachfolge. Er ist mit seinen Schülern, Freunden und Freundinnen, auf Kirchisch nennt man sie Jünger, umeinander gezogen. Und er hat sie dann ausgesendet, dass sie das Gleiche tun wie er. Im Matthäus-Evangelium lesen wir: Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von Gottes Königreich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Es gibt zwar tatsächlich auch die Momente, wo Kirche so attraktiv ist, dass Menschen angezogen werden und einfach kommen. So wie in biblischen Zeiten beim Wegbereiter von Jesus, dem Johannes dem Täufer. Da sind Menschen in Scharen an Jordan in die Wüste geströmt.
Aber Jesus ist im Unterschied dazu nicht stationär attraktional, sondern mobil aufsuchend unterwegs gewesen bei den Menschen in unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen, Kontexten und Milieus. Die Mitgliederentwicklung der reformierten Kirche im Kanton Bern als Ganzes zeigt, die bisherige Kirche mit Angebot für andere ist massiv in Frage gestellt. Es braucht wieder eine G-Kirche, die mit den Menschen zusammen auf Augenhöhe Kirche neu lebt und aufbaut. Gott wird uns im Weg übers Aussen neu zeigen, wie Kirche im Inneren sein soll. Ich wünsche uns allen Mut, Kraft und Zeit, uns nach Hause zu bewegen, auf dass immer der neue Kirche entsteht. Kommen ihr mit mir?